Weg vom Schreibtisch, rein in die Natur. Katrin Rieck schätzt an ihrem Wohnort Bad Aibling vor allem die Nähe zu den Bergen. Heute geht's ins Mangfallgebirge. Ja, die Berge sind für mich so der Ausgleich zum Alltag. Ich arbeite eigentlich ausschließlich am PC. Und ja, da sind die Berge so mein Kraftplatz, mein Ruhepol. Einfach mal wieder so durchatmen können, auch den Blick mal wieder weiten. Ihr Ziel? Die Auerspitze auf der Sandbichler Alm. Katrin Rieck ist jedes Wochenende in den Bergen, manchmal auch unter der Woche. Die Online-Marketing-Expertin kann sich ihre Zeit frei einteilen. Auch im Mangfallgebirge unterwegs ist Ranger Alexander Römer. Seine Aufgabe, die Tier- und Pflanzenwelt zu schützen. Doch das wird immer schwieriger. Es kommen immer mehr Leute ins Gebirge und vor allem sind so unterschiedliche Spielformen von Mountainbikern, Kletterern, Paraglidern, Wanderer, Trailrunner, endlose Kette, was dir an die Berge strömt, das macht uns schon Sorgen. Also, weil die Natur ist begrenzt. Bergsport liegt im Trend. Das bestätigt auch der Deutsche Alpenverein. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie verzeichnet er neue Mitglieder von knapp 1,6 Millionen. Tipps für Routen sind für jeden leicht zu finden. Meine Ideen für die Touren hole ich mir ja im Netz. Ich lasse mich auch gelegentlich inspirieren auf Instagram bei anderen Touren, aber auch bei Tourenseiten wie jetzt Autoactive, Bergtour Online zum Beispiel oder auch Wanderführer. Das Problem an digitalen Routenangeboten: Dort können auch Privatleute Tourenvorschläge einstellen. Nicht beachtet wird bei diesen aber oft der Schutz von Natur, Pflanzen und Tieren. Dadurch geraten zum Beispiel viele Vogelarten in Gefahr. Gerade haben die Birk- und Auerhühner Balzzeit. Deren Population ist im Mangfallgebirge in den letzten 15 Jahren bis zu 70% zurückgegangen. Eine Folge des Massentourismus. Deswegen gibt es nun ein Betretungsverbot für viele Areale. Auf das weist Ranger Römer immer wieder hin. Bist du öfters hier unterwegs? Ich bin öfters hier unterwegs. Du kennst dich eh aus. Ich kenne mich ganz gut aus, ja. Du kennst das große Schutzgebiet hier an der Mauerschneide. Das ist ja ideal. Weißt du, wir stehen jetzt hier an dem Schild. Das haben wir ganz neu aufgestellt. Und der komplette Weg hier, der Südanstieg, ist bis zu der verfallenen Alm komplett frei. Also du kannst bis hierher gehen, nett Brotzeit machen, die Aussicht genießen. Aber dann wieder bitte hier umdrehen. Genau, okay. Ciao. Katrin Rieck hat verstanden. Sie beendet ihre Tour vor dem Wildschutzgebiet. Erst heute früh hat Alexander Römer einen Wanderer zurückgewiesen, der trotz Schildern direkt ins Wildschutzgebiet gelaufen ist. Eine bußgeldpflichtige Straftat. Doch das kümmert viele Wanderer nicht. Es geht nur immer darum, um das eigene Ego, ich. Und es wird morgens in die Berge gegangen, mittags in die Berge gegangen, abends und auch noch nachts. Es gibt keine Ruhephasen mehr hier oben. Das war früher anders. Die Naturschutzranger kommen an ihre Grenzen. Hinweisschilder reichen nicht mehr aus, denn viele Bergsportler folgen einfach den Touren, die Laien digital ins Netz stellen. Die Nationalparkverwaltung Berchtesgaden hat auf dieses Problem reagiert. Katharina Meyer ist eine Digital Rangerin. Das heißt, sie prüft digitale Routenvorschläge darauf, ob sie mit Natur- und Tierschutz verträglich sind. Wenn ich mir jetzt die Touren anschaue, dann fällt hier bei dieser Tour zum Beispiel auf, dass sie abseits des Radwegenetzes ist und auf dem Trampelpfad verläuft. Das sollte natürlich nicht sein. Und alle, die jetzt diese Tour praktisch online finden, könnten ja auf die Idee kommen, das ist erlaubt. Wir folgen einfach der Tour, fahren die genauso nach, wie derjenige, der es online gestellt hat. Deswegen muss die auch aus dem Internet verschwinden. Wer Trampelpfaden folgt, gefährdet die Vegetation und auch Tiere. Deswegen sucht die Digital Rangerin den Kontakt einerseits zu Privatleuten, andererseits zu Plattformbetreibern und bittet sie, problematische Touren zu löschen. Katharina Meyer vergleicht Naturschutzkarten mit Touren von Plattformen mit Hilfe von Geoinformationsdaten, also den geografischen Daten eines Gebiets. Doch sie kommt kaum noch nach. Ständig werden neue Touren im Netz hochgeladen. Dennoch bin ich mir sicher, dass es auch erfolgsversprechend ist, weil wir sehen ja bereits erste Erfolge. Die Radtouren abseits der Radwege wurden bereits aus dem Internet entfernt. Viele Wanderer wurden angeschrieben. All das trägt schon zum Erhalt der Natur bei. Digitale Ranger spielen eine immer größere Rolle in einer Welt, in der viele ihre Lieblingswanderungen ins Netz und auf Social Media stellen.
Sie versuchen, die Natur zu schützen. Doch ohne mehr Rücksichtnahme jedes Einzelnen kann das nicht gelingen.